Grüezi miteinander und hallo zusammen. Ich bin Katrin Erni und ich mache ein schweizerdeutsch Video. Meine Homepage ist swissgermanonline.com. Und das heute ist unser erster Versuch mit einem Live-Video für Facebook. Also es ist ganz neu für uns. Wir sind am Lernen. Wir wissen noch nicht genau, wie es geht. Ich hoffe, ich komme an. Ihr hört mich oder seht mich und es ist alles gut. Heute wollte ich reden über das Arbeiten in der Schweiz. Ja, es hat sehr viele Leute, die in die Schweiz kommen, arbeiten. Es hat viele Leute auf dem Bau, die aus dem Ausland kommen. Auf dem Bau ist das Arbeiten sehr anstrengend. Das ist eine körperliche Arbeit, sehr physisch. Der Tag ist lang, ja, man ist am Abend sehr müde, wenn man einen ganzen Tag lang so physisch arbeitet. Da auf dem Bild siehst du gerade eine Baustelle. Sie bauen einen Kreisel. Das ist eigentlich eine Zeichnung von einer Baustelle, gerade bei uns vor dem Haus. Da hat es einen neuen Kreisel gegeben. Und das war im letzten Sommer. Es war sehr heiß und die Arbeiter haben wirklich streng gearbeitet. Ja, das sind Strassenarbeiter. Für die ist das Leben nicht immer leicht. Ja. Sie haben schwierige Arbeitsbedingungen, vor allem wenn es noch viel Verkehr hat, der rundherum muss umgeleitet werden und gleich muss weitergehen, wo man nicht einfach stoppen kann. Und darum tun die Bauarbeiter, vor allem die auf der Straße arbeiten, im Sommer oder auch sonst häufig eine Nachtschicht einlegen. In der Nacht hat es viel weniger Verkehr, es ist ruhig, es ist weniger heiß als am Tag. Und dann kommen sie manchmal fast besser vorwärts und können Sachen machen, die sie am Tag mit dem vielen Verkehr rundherum nicht machen können. Also, und zum Arbeiten in der Schweiz braucht man eine Aufenthaltsbewilligung und eine Bewilligung, eine Arbeitsbewilligung, dass man arbeiten kann. Genau, wenn du eine Aufenthaltsbewilligung hast, dann solltest du auch eine Arbeitsbewilligung bekommen. Und je nachdem, wie lange du schon in der Schweiz bist, ist das eine Arbeitsbewilligung B oder C. Ja, also, das ist das auf dem Bau. Das sind physische Arbeiter. Sie arbeiten sehr streng. Es können auch Maurer sein, oder Plättchenleger, oder Dachdecker, oder es gibt ganz viele Berufe, die draussen arbeiten. Gärtner zum Beispiel auch. Baggerführer haben wir sicher da, wenn es einen Bagger hat. Das sind Berufe, die man draussen macht, an der frischen Luft. Zum Beispiel auch Förster im Wald, Waldarbeiter. Das ist auch schön. Das ist eigentlich ein schöner Beruf. Wenn man draussen sein kann, vor allem wenn das Wetter schön ist, dann hat es auch sehr positive Seiten, sehr schöne Seiten, dass man draussen sein kann, an der frischen Luft. Ja, das sind physische Berufe. Man tut körperlich arbeiten. Und da haben wir zum Beispiel einen anderen Beruf. Das ist im Dienstleistungssektor ein Beruf. Da ist ein Lehrer auf dem Bild. Ihr seht, er ist da im Klassenzimmer. Es hat viele Schüler, die aufpassen, die zuhören, die mitmachen und lernen, was er unterrichtet. Da könnte es sein, dass es gerade Deutschunterricht ist. Es steht viel an der Tafel geschrieben. Das ist ein Beruf, der sehr sozial ist. Man hat viel Kontakt mit anderen Leuten. Man muss auf die Schüler eingehen, man muss diskutieren, man muss miteinander reden. Man hat ein gemeinsames Ziel.
die man verfolgen kann. Man tut auch die Kinder erziehen. Also man tut als Lehrer nicht nur Sachwissen weitergeben, sondern es geht auch ein bisschen um Erziehung, die Arbeitshaltung der Kinder, ihre Art zu arbeiten, ihre Strategien, wie sie arbeiten, kann man mit ihnen besprechen und erweitern zum Beispiel. Ja, das ist sehr ein sozialer Beruf. Es gibt auch Sozialarbeiter oder Kindergärtner oder Seelsorger oder Psychologen. Die haben auch sehr einen engen Kontakt mit Menschen und versuchen, anderen Menschen zu helfen, anderen Menschen etwas zu lehren, mit ihnen Probleme zu lösen vom Alltag. Ja. Da gibt es ganz viel auch, zum Beispiel Ärzte oder Krankenschwestern, die haben auch sehr viel mit Menschen zu tun. Sie brauchen eine grosse Menschenkenntnis. Wobei man könnte sagen, Krankenschwester ist auch sehr ein physischer Beruf, ein strenger Beruf, weil man muss viel körperlich arbeiten, man muss die Leute waschen, vielleicht ihnen zu essen geben, Verbände machen oder wechseln, Spritzen machen. Das ist auch sehr ein physischer Beruf eigentlich. Aber sozial auch. Genau. Und da, der Kellner, der im Restaurant ist, der hat auch viel Kontakt mit den Leuten. Es gibt Leute, die sind sehr leutselig und die haben schnell Kontakt mit ihren Kunden und die machen Witze und schätzen es immer persönlich auch mit den Leuten zu reden. Und es gibt andere, die machen einfach ihren Job oder sehr wahrscheinlich haben sie gar nicht so viel Zeit, dann mit den Leuten zu reden, sondern es muss vorwärts gehen. Und als Kellner hat man nicht immer einen einfachen Job. Man hat nicht geregelte Arbeitszeiten. Man muss zu Zeiten arbeiten, wo andere frei haben, am Wochenende, am Abend, in der Nacht. Aber das kann auch positiv sein, wenn jemand zum Beispiel studiert und einen Nebenjob hat im Service, dann kann er so sein Geld verdienen. Wenn er am Tag unter der Woche an die Uni geht und studiert, dann kann er am Wochenende arbeiten. Wenn jemand noch keine Familie hat, keine sonstige Verpflichtungen, dann ist das gut möglich. Es ist zwar streng, aber es ist möglich und man hat Geld zum Leben, das ist auch wichtig. Also, im Service arbeitet man zu ungewohnten Arbeitszeiten oder man hat nicht geregelte Arbeitszeiten, einfach vom Morgen am 8 Uhr bis am Nachmittag am 4 Uhr oder so. Und dann gibt es noch so vielleicht Traumjob, wenn man zum Beispiel mit Touristen zu tun hat und mit ihnen Ausflüge machen kann, Reiseleiter ist oder Bergführer, mit ihnen in die Berge geht. Man kann ihnen die schönsten Plätzchen zeigen. Es ist auch eine sehr grosse Verantwortung, wenn man für die Leute verantwortlich ist in den Bergen oder auf Reisen. Aber ich denke, es ist auch eine interessante Aufgabe. Und da haben wir noch ein Bild von einem Mann und einer Frau. Und das ist das Gleichzeichen. Werden Männer und Frauen gleich behandelt bei der Arbeit? Haben sie gleich viel Lohn? Sind sie gleichberechtigt? Männer und Frauen? Oder sind Frauen gleichberechtigt wie die Männer? Das ist heute eine Bemühung. Man versucht, das zu verbessern. Früher war das ein grösserer Unterschied, aber auch heute sagen viele, dass es noch nicht ganz gleich ist. Die Frauen verdienen zum Teil weniger, sie haben weniger Karrierechancen. Man meint, Männer seien besser fähig, einen Job zu machen als Frauen.
Aber ich glaube, wir sind auf gutem Weg. Trotzdem hat es letztes Jahr in der Schweiz einen Frauenstreik gegeben, der auf das Problem aufmerksam gemacht hat. Also es ist immer noch nicht alles so, wie es sein sollte. Gleichberechtigung ist etwas Wichtiges. Gut, und wenn man keine Arbeit hat, hoffentlich landet man dann nicht auf der Bank mit dem Clochard. Wenn man keine Arbeit hat, ist man arbeitslos. Das ist eine schwierige Zeit. Wenn man keinen Job hat und eine neue Stelle muss suchen, wenn man immer wieder Absagen bekommt, wenn man sich bewirbt und sie einem nicht nehmen, das ist ein bisschen deprimierend. Und dann kann es sein, dass vielleicht ist der eine arbeitslos war, der Mann, und dann ist er depressiv geworden oder hat familiäre Probleme bekommen und so und ist da jetzt auf der Straße gelandet. Aber zum Glück gibt es eine Arbeitslosenversicherung, man kommt Geld über, man kann eine gewisse Zeit lang überleben und hat Zeit, sich auf einen neuen Job einzustellen, vielleicht eine Weiterbildung zu machen, etwas Neues zu lernen, dass man im Arbeitsprozess integriert bleibt und nicht aus der Gesellschaft rausgeht. Und ja, es ist zwar ein schönes Bild, aber es ist nicht so eine schöne Aussicht, wenn man denkt, man könnte dann gleich wie dieser Mann auf der Straße landen. Ja. Neben der Arbeit ist es aber auch wichtig, dass wir Freizeit haben, dass wir wissen, wieso dass wir arbeiten. Ja? Tun wir arbeiten, tun wir leben zum Arbeiten oder arbeiten zum Leben? Was ist wichtiger? Ja? Also wenn mein Beruf und meine Arbeit 100% von meinem Leben ist, dann ist es auch nicht gut. Also es ist wichtig, dass wir Zeit haben für die Familie, dass wir ein gutes Gleichgewicht hat zwischen Freizeit und Arbeit und dass man sich entspannen kann, sich wieder erholen, neue Ideen haben, zum Beispiel, dass man nicht immer gestresst ist, dass man zu seiner Gesundheit Sorge hat, Sport macht und dann wieder frisch sich an die Arbeit machen kann. Und dann hoffentlich auch effektiv, gut, zielstrebig und kann arbeiten. Und dass das gute Resultate bringt, die euch zufriedenstellt. Gut, das war es für heute. Mein erster Livestream auf Facebook. Ich hoffe, ihr habt es genossen. Ich hoffe, ihr habt mich verstanden. Und ein bisschen neuen Wortschatz lernen. Vielleicht sehen wir uns wieder auf Facebook oder du kannst dich einschreiben auf meiner Homepage, also bei meinem YouTube-Kanal kannst du dich abonnieren und dort hat es noch ganz viele Schweizerdeutsche Filme. Oder ich mache auch einen Schweizerdeutsch-Kurs. Also der Kurs ist Der Kurs ist immer am Dienstag und am Donnerstag am Abend und es kostet 89 Franken pro Monat, wenn du möchtest einen Kurs mit mir machen. Das ist dann eine Art ein Webinar. Du kannst im Chat schreiben, ich kann auf das Chat eingehen, du kannst vielleicht ab und zu auch etwas sagen und versuchen, Schweizerdeutsch zu reden. Und wir haben schon schöne Grüppli und wir haben es gut zusammen in unserem Schweizerdeutsch-Kurs. Also du bist willkommen, dort auch mitzumachen. Gut, das wär's für heute. Ich wünsche dir noch ganz einen schönen Abend, eine gute Zeit. Mach's gut. Tschüss.